Ich gehe jetzt mal vor. Ich mache jetzt hier den mutigen Mann, weißt du? Was ist denn das da oben? Alles klar? Schneide ich raus. Kapitel 3. Isolation. 8 Stunden bis zum Morgen. Und damit guten Tag, ihr Leute. Dieses Mal sogar Hochdeutsch. Müssen Sie Ihren Verstand befreien. Von allen Vorurteilen Wir hören da lösen, mal zu, alle ne? Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht. Ernsthaft? Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Ja, wie... In Ordnung? Okay. Wenn was passiert. Jetzt sieht er ja jetzt Hey, schon. du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Ist da jemand? Flapsig? Abracadabra? Ja, flapsig natürlich. Okay, ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen. Geister. Muss man Hallo. nicht die Hand auf das Dingens da legen? Abracadabra. Komm schon. Falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Leute, Stoppschild. wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay. Ist jemand da? Was ist das für eine Ja, so, komische da Kerze? Ist. Aha, jetzt machen sie ja doch einen Finger drauf. So. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Oh. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was Jetzt kommt läuft ein da I. ab? Schiebt er etwa? Ich I. schwöre, es bewegt I. sich von selbst. Verdammte AP. Scheiße. Hilfe? Ach so, Wie help. sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wie können wir dir helfen? Wer braucht Hilfe? Ich will natürlich wissen, wer. Bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I, S. T. E, Sister. Schwester. Schwester? Schwester? Wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Komm, ich drücke einfach wieder beide Tasten gleichzeitig und guck, wen es trifft. Beth. Wer? Sprich da mit uns. Beth? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein, Alter, alles cool. ich will hören, was es sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Es tut uns leid. Definitiv tut es uns leid, dass er tot ist, ja, denke ich mal, oder? Wir entschuldigen, was da passiert ist letztes Jahr mit Hannah. Und wenn du das hören kannst, bitte glaub uns, dass es uns allen schrecklich leid tut. Bei dir und Hannah. Wir entschuldigen uns, Beth, bei euch beiden. H. A. T. N. Han. N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. I. L. Kill. L. Oh mein Gott. Killed? Leute, Killed. Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stell noch eine Frage. Wer? Wie? Wie ist sie gestorben? Ja, die ist doch da runtergefallen. Also wie? Also, ja, okay. Ach, stimmt. Moment. Ganz ruhig. Ist es nicht so im Spiel, dass die Leichen noch nicht gefunden wurden oder so? Dass die als vermisst gelten? Nee, das kann nicht sein. Nee, okay, ich habe nicht aufgepasst. Irgendwas war doch aber mit Verschwundenen. Ach, keine Ahnung. Wie ist Hannah gestorben? Frag mal einfach mal so. Okay. Wie wurde Hannah ermordet? L. I.
B, Library. Vielleicht finden wir was in der Liebe. Bibliothek. P, R, Libre? Libro? Proof. Es Libro? gibt in Beweise. der Bibliothek. Vorsicht! Oh. Heilige Scheiße. Chris? Oh, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hört zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch Ey, immer. Junge, Aber es das war ist nicht deine gut. Idee. Nein, du wolltest das Hexen... Ja, Hey, komm runter. es war Es ist seine nicht- Ich kann das Idee. nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ja. Mann, ich denke, er kommt schon klar. Nein. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn Nein, ich verstehen. würd nachgehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt Das überzeugend. war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. So, okay. Also, das Ding ist L-I-B und dann kommen andere Jess? Buchstaben. Die mittendrin haben sie halt nicht gesagt. Jess? So, wo bin ich denn hier? Mike. Ach so, ja, genau. Die ist über den Stamm und dann hat sie geschrien. Aber also das klang schon realistisch und nicht so, oh, Hilfe. Okay. So, Dalle. Da ist ein Trecker. Natürlich Jess, muss wo ich bist mich du erstmal... hin? Das ist nicht witzig. Ja, sorry, ich muss mich natürlich immer erstmal umgucken, wie sich das gehört. Da ist ein Trecker. Jess, Hat der Trecker am Süße, Stecker? bist du da drin? Nee, da ist ein Bier drin. Ja. Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Ja, was denn das? Einfach nur eine Maske oder was? Jessica. Moment, was ist denn das da hinten? Das da? Ah, das ist ein Totem, oder? Ja, klar. Einmal Totem, bitte. Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Moment. Da ist gut. Da ist es doch. So. Ja, das ist irgendwie nicht viel, das man sieht. Ernsthaft? Das ist nicht witzig. Was stand da gerade auf dem Schild? Ja, keine Ahnung. Also ich will da noch mal hingehen, was das ist. Ist das einfach eine Maske? Ja, okay, es ist einfach nur eine Maske, die da hängt. Und wieso fällt denn die ausgerechnet jetzt da runter? Das ist auch mal wieder... Nun ja, ich würde sagen, wir folgen mal weiter den Fußspuren. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Ah, jetzt bin ich erschrocken. Okay. Nein! Das war so genial. Nein! Warte, das musst du sehen. Ich will mir das nicht. Nein! Du hast das aufgenommen? Gott, dein Gesicht. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, Dann was? mache ich dich kalt. Nein, lass mich das sehen. Wo ist die Löschentaste? Ist das die hier? Nein. Nicht witzig. Ja, Nicht witzig. Aber du bist so süß, wenn nicht du Angst witzig. hast. Ja, klar. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Nö. Okay, schön. Du gewinnst. Das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Aha. Jedes Mal. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn es dir Spaß macht. Okay, dann, ja. Also ich wäre jetzt hier auch ein bisschen angefressen, muss man ja auch mal sagen. So, und deshalb leuchte ich jetzt überall hin. Unter anderem an diesen Baum. Weil da was ist. Ich hab's gesehen. M und E. Oh, das ist Mike und... Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis. Ein M.
Und ein E. Das E steht für Hast du Ex. eine Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht Elizabeth mich und- Myron. Oder vielleicht Michael und Emily? Was? Entspann Nein. dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Macho Mikey. Hey, vielleicht sehe ich aus wie ein taffer und raubeiniger Macho-Typ, aber tief drin stehe ich zu meinen Gefühlen. Yeah. Ich scheue mich nicht, ein bisschen Zuneigung offen Genau. zu zeigen. Ach ja? Und später bekomme ich auch ein bisschen Zuneigung? Nein, du kriegst Oh. später einen Mann zu sehen, der Gefühle Oh, zeigt. darauf Wie werde zum ich Beispiel Hass, zurückkommen. Zwinker. Wut, Los, komm, Casanova. keine Ahnung, Verdrossenheit, Aggression. So diese Gefühle halt, wo Frauen immer sagen, ich will einen Mann, der seine Gefühle zeigt. Aber wenn du dann mal richtig ausflippst, weil dir irgendwas auf den Sack geht, dann gefällt's ihnen wieder nicht. Dann sagen sie, nein, das mag ich nicht, wenn du das machst. So ist es nämlich. Und da ist noch ein Totem. Oder ist das dasselbe? Nur von einer anderen Stelle? Das hat auf jeden Fall einen Wolfskopf. Passt gerade sehr gut. Dieses Wolfsgeheul. Ja, wow. Okay, die klettern irgendwo hoch. Ja. Ja, kann man machen, ne? Ist schon in Ordnung. Also irgendwie scheine ich mit ihm Glück zu haben mit den Totems. Weil irgendwie bei ihm ist es immer so, ja, du kletterst irgendwo entlang. Ja, und dann kletterst du wieder runter. Nee, warte mal. Nee, warte mal, die letzten waren nicht so gut, fällt mir gerade ein. Sag bloß, da liegt noch eins. Was geht denn hier ab? Ist hier Totemparade oder was? Nee, das ist ein Baseball. Cool. Ja, Josh. Ja, jetzt... Echt jetzt? Okay, ist es kein Adventure? Hast du keine unendlich großen Taschen? Du nimmst doch nicht Sachen. Guck mal, das ist ein alter Baseball von Josh. Der freut sich bestimmt, wenn du ihn ihm bringst. Und dann sagst du, guck mal, ich habe da einen alten Baseball gefunden. Dann sagt Josh, oh, das ist ja cool. Den habe ich als Kind mal irgendwo hingeschmissen, habe ihn nicht mehr gefunden. Danke, dass du mir ihn wieder bringst. Stattdessen, oh, das ist ein alter Baseball von Josh. Der freut sich bestimmt, wenn man ihn ihm bringt. Zurückgelegt. Genau wie letzte Folge war es, glaube ich, mit der Puppe von Hannah, die man gefunden hat. Wieso nimmt er die nicht und sagt, guck mal, ich habe eine Puppe von Hannah gefunden. Stattdessen legen sie sie wieder zurück. So, die Brücke kracht zusammen. Oder bebt. Wow. Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Mhm. So. Moment, was heißt denn hier? Du heißt, ich hab's drauf. Geht's noch, Mann? Das ist hier... Das ist doch Quatsch. Das ist doch Natur. Junge. Das ist doch Natur. So. Was ist denn das? Ja. Hat da jemand geschrien? Nein. Nein, bestimmt nur ein Eichhörnchen oder so. Und die Killer-Eichhörnchen oder was? Abartig. Abartig. So, das abartige Eichhörnchen. Sorry, ich will hier am Rand rum. Was? Hörst du das? Nein? Hallo? Jemand da? Nein. Hey, jetzt schmeißt du mir aber... Soll da an einen Baum schmeißen? Oder kommt jetzt gleich... Ein Vieh gesprungen. Ich hab's sogar noch vorhergesagt und trotzdem... Jemand fast umgebracht. Bisschen, ganz kleines bisschen bin ich erschrocken. Hey, jetzt hör mal auf zu meckern. Du warst doch die Viecher gestreichelt hat. Ah ne, das war eine andere. Keine Ahnung, die sehen alle gleich aus. Was ist das da? Nein, Taschenlampe. Hallo. Taschenlampe. Uff. Ja, dann war das wohl nix. Wenn man nicht hinleuchten kann. Komm mal. Was sind das für Geräusche hier? Ah, ist das die Liebeshütte? Haben wir sie endlich erreicht. Ja, aber schon irgendwie... Hat was. Ja, so ein Genauso, ungestützter wie du's Zaun. beschrieben hast, Michael. Runtergekommen. Die Hütte. Sie ist toll.
Ja. Bist du irre? Da ist keine Tür mehr drin. Da fehlt das Dach. Was laberst du mit die Hütte? Ist toll. Ernsthaft jetzt, Mädel? Soll ich mir den Hintern abfrieren oder was, während ich heiße Liebe mache? Oder ist das noch nicht die Hütte? Wo ist das? Ach, guck mal da oben. Was steht da? Billy Bates. Billy Bates. Billy Batze. Erschrecken? Ich bin nicht so fies wie die. So. Ich sage ihr natürlich hin und sag, guck mal, eine Maske gefunden. Guck mal, wo bist du denn? Ah, da unten. Was macht sie denn jetzt? Hey, schau mal die Maske. Ugh, bäh. Ist voll schräg, oder? Bäh. Gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Mike, hör auf. Okay, dein Pech. Die Maske ist cool. Ja, genau, die Maske ist cool, deshalb schmeißen wir sie einfach in den Schnee. So. Also, jetzt pass auf. Sorry, dass ich dir so ins Gesicht leuchte, aber ich leuchte jetzt ins Gesicht. Die Sache ist dies, dass Josh zu uns gesagt hat, wir sollen in dieses Liebesnest gehen und da können wir dann eine heiße Nacht verbringen. Der hat jetzt aber nicht wirklich diese Hütte hier gemeint. Man, immerhin hat Strom. Will ich mal nicht zu sehr meckern. Das ist ein Wasserding. Naja. Wo ist denn meine Freundin? Ach so. Meine Freundin, wo willst du denn hingehen? Ach, gehen wir jetzt halt hier entlang. Willst du noch was in der... Soll ich noch was in der Hütte holen? Ich glaube, das ist eine alte Adventure-Taktik. Ich muss hier noch was gucken. So, dann gucken wir uns halt noch ein bisschen um. Es ist nicht so einfach, das Umgucken in so einer kleinen Hütte. Ja, es ist 5-Sterne-Hotel. Kannst du alle durchs Dach sehen. Oh, warte mal. Ist das eine Bärenfalle? Ja, auch. Unter anderem. So, nun gut, Mädel. Ich gehe jetzt da rechts hoch, okay? Oder sind wir da hergekommen? Nee, ich glaube nicht. Wir sind nicht runtergegangen, oder? Mädel? Gut, kommst du mit, ja? Ich gehe jetzt mal vor. Ich mache jetzt hier den mutigen Mann, weißt du? Was ist denn das da oben? Alles klar? Schneide ich raus. Brauche also auch nicht mehr. Wie, was ist das? Das ist ein Hirschmann. Also, ja, es ist ein Hirschmann. Er ist doch da eben gehüpft. Hast du mich nicht schreien gehört? Oh. Der hüpft nimmer, das kann ich euch sagen. Was ist mit dem passiert? Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hirsch beruhigen, Hirsch töten. Vor allen Dingen, weil ich sehen will, Okay, Mann. Hey, wie er das macht. ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein. Okay, Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er hier, ne? Aber ich... Okay, er leidet nicht mehr, definitiv leidet er nicht mehr. Aber... Junge! Was hat der für einen Rückwärtsgang? Keine Ahnung! Eine Brücke, hier lang! Komm her! Ja, ich bin ja schon dabei. Okay. Abkürzung. Wir riskieren die Abkürzung. Schnell, da hoch, komm. Jetzt müssen wir, Dingsbums, klettern. Kriegen wir hin. Komm her, Mädel. Guck mal, er hilft ihr sogar. Was ein Gentleman im Angesicht der Angst. Oder so. In der Angesicht der Angst. Keine Ahnung. Jetzt stürzt gleich jemand und verstaucht sich ein Knöchel. Was sind wir denn hier? Ah, Knöchel verstaucht. Schlüssel nehmen? Ich dachte, das war ein Hammer. Keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas gedrückt. Nein, hol den Schlüssel! Ich habe doch den Schlüssel gerade geholt. Oh mein Gott, Rein, Tür zu. das war knapp.
Da klopft jetzt gleich jemand an die Scheibe, so BÄM! Oder schmeißt einen blutigen Kopf dran oder so. Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Ja, Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. ja, Jungs, aber und Mädels, aber ich würde mir da immer noch die Klammer gehen. Ich bin ganz sicher. Auch dass wenn die du im keine Haus Türen bist. öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Vor allen Dingen, die können Fenster öffnen, indem sie einfach dranhauen. Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Oh, und jetzt siehst du Ja, gleich, wie du die hast Türklinke runtergeht. Okay, oh, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Ah, typisch. Einer muss draußen den Das ist nicht die kuschelige Dingens Hütte, die du anmachen. versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, Es da zieht. ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, Ach ich ja. bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Okay. Ich bin auch eine Lady. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Ja. Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike, Ja, Feuer und Beleuchtung bitte. ja. My Lady. So, ich muss jetzt wahrscheinlich einen Generator anmachen, damit wir Beleuchtung kriegen. So, sie schickt mich also raus zu dem eventuell Bären, weißt du? Jetzt, was ist los, Mädel? Hast dein Handy verloren? Natürlich hat sie das Handy verloren. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Na, ihr Mein scheiß Handy. Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Kläderle. Ich hab's wohl draußen verloren. Dann geh raus und gucke. Ich kann dir die Taschenlampe Ich geben. darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein 4. dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, kann schon sein. Ich will aber eigentlich nicht rausgehen, um zu gucken. Ja, genau. Oder was immer das war. Okay. So, ich will eigentlich an den Tisch gehen. Da war gerade was gelegen, da. Ein Streichhölzchen. Streichholzschächtelchen. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki? Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich husten muss. So, also die will warm und Feuer und Licht. So, jetzt pass auf. Native American Myths and Legends. Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eisskulpturen abfährst, solltest du Feuer machen. Ja, die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an, doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte, doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in den Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und verstellte ihn den Weg. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie Ich lese einen lange Roman. dauert das denn noch? Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bärin. Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Ist die Lebensart des Stamms. Okay, es geht noch Es weiter. hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Zeichen und Symbole der amerikanischen Das macht es jetzt nicht Ureinwohner. wirklich besser. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzten oder an Wände malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz. Andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden.
Die Abbildungen unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden. Bild eines Jägersymbols, gutes Jagdgebiet. Aha, Fallenbogen. Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols, das haben wir schon gesehen. Ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen soll. Das haben wir in der Mine gesehen. Nun. So. Also, Mädel, danke nochmal, dass du mich so in Ruhe hast lesen lassen. Ich werde dir jetzt ein Feuerchen machen. Gucke. Oder auch nicht. Doch, da unten ist es. Nee, da. Okay, ich werde dir ein Licht machen. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Oh Licht. yeah. Und jetzt, pass auf. Jetzt machen wir noch stimmungsvolles Feuer. Legen ein Scheit Holz rein. Genauso macht man das. Ihr lieben Leute, ich kann euch schon mal sagen, sofern die Stämme nicht quasi so von Holzwürmern zerfressen sind, dass sie quasi hohl sind, wird dieses Feuer nicht brennen. Nicht brennen, sag ich euch. Jetzt hält das da unten dran Mike 1. und wie durch einen Zufall fängt das natürlich jetzt an zu flackern wie nix. Schön. Bravo. So Klumpen drauf, kein Anzündholz, keine Ahnung, irgendwas gearteter Brandbeschleuniger, gar nichts. Keine Ahnung, Ich glaube, Wolle, so diese blöde Holzwolle da. Oh, mit Alkohol. Ja, ist halt wär's einfach gut, ne? entspannter. Oh, Na, wenn ich das früher gewusst Ich hätte. weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. ja komm, lass uns rummachen. Vielleicht müssen wir einfach den Sprung wagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool. Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen... du weißt schon, rumknutschen. rumknutschen. So, mach die Bluse Mal auf, wir sehen, was knutschen. daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Naja, also, Blöd, Mann. Hört deine Flamme nächstes Jahr dieselben Sprüche, wenn sie meine Initialen im Baum sieht? Autsch. aber echt, hey. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Kannst du sie etwa nicht zumachen, oder Da was? draußen ist doch keiner. Oh, ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz. Wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay. Fensterläden zu. Nix, Fensterläden. Bleib hier. Nein, okay, wir müssen da hingehen, wir können nicht anders. Schreckmoment, Schreckmoment, Schreckmoment. Wir sind auf alles gefasst. Schreckmoment, Schreckmoment. Voilà. Jetzt. Nett. Die Läden sind dicht. Oh, jetzt kommt von hinten einer durchs Fenster durch, pass auf. So, wo waren wir? Okay. Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und Was? Was durchzuziehen? also, Naja, dich ich fühl durchzuziehen, mich immer Junge. selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Aha. Das ist doch nur ihre Masche, oder? Ja. Kontenance. Kontenance. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja. Und das ist super mega scharf. Ernsthaft, das Wirklich? funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, Ernsthaft? wie süß dein Arsch denn wirklich Das ist. hat funktioniert. Ernsthaft. Okay. Also er ist so charmant wie ein Holzblock. Und sie ist so heiß wie ein abgetauter Kühlschrank. Aber es hat funktioniert. Ja, bin schon unterwegs. Da haben sich zwei gefunden, kann man da nur sagen. Wo wir hier gerade bei Alkohol sind. Guck mal, ob du da noch ein paar Tropfen rauskriegst oder so. Moment, ich muss hier mich erstmal umgucken. Erstmal die Frau warten lassen, wenn sie anfängt, weißt du, zutraulich zu werden, erstmal warten lassen. Denn wie jeder weiß, willst du Cool. gelten,
Mach Das dich selten. entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Ich glaube ich aber nicht. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Ja, ist das Licht. die Funken sprühen bei uns. Du hast es gekillt. Wie gekillt. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Originale Männerausrede. Das hat nicht an mir gelegen. Das muss irgendwie falsch verkabelt gewesen sein. So, was gibt's hier? Eine Tennisspielerin? Hast du welche? Was Ja, geht's? ich Ah, um suche Decken, noch. gell? Wer ist das? Tennisfoto? Hannah holt Bronze. Beim Alberta Junior Invitational 2013, okay. Jetzt, warte, bin noch nicht fertig. Da war noch ein Bild. Okay, da war kein Bild. Bild ist langweilig. Ich brauche hier eine Decke. Wir gucken mal, was das hier ist. Ich muss natürlich überall reingucken. Ich meine, das ist ja quasi ein Adventure. Das ist so eine Decke, oder nicht? Ja. Junge, was sind denn das für Spaltmaße? Ach so, das ist, die Jalousie. Oh, er redet Französisch? Da wird mir mein Bein ganz Konfitür. Oh, er hat schon seine Jacke ausgesogen. Der kleine Charmeur. Mike? Guck mal, der schwitzt ja schon. Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Also den Mülleimer hätten sie ruhig ausleeren können, als sie gegangen sind das letzte Mal. So, war es vielleicht im Kühlschrank? Nee. War es vielleicht die Tür? Was? Nein, ich drück mich doch nicht. Oh, hier windet's. Hier windet es sehr. Kommt die Musik her? Das ist ihr Handy. Dein Telefon! Kam durchs Fenster geflogen. Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Ja klar, es kam halt durchs Fenster. Verfluchte Scheiße. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollen. Ja, okay, aber warum schmeißen sie dann ein Fenster kaputt? Nein, gleich. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Ja, Wieso sieht die das Vieh nicht? euer Pech! Steht direkt vor ihr. Nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also, genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun. So eine Scheiße! Kalt, hä? Nun, das ist jetzt irgendwie eine etwas seltsame Stimmung, oder? Das ist... Ja, kann ich mich nur umgucken hier. Also, was hast du da gerade gesagt? Wir sollen die Folge zu Ende bringen? Ja, dann mache ich das natürlich, wenn sie das will. Tschüss, bis morgen. Das ist mal ein Cliffhanger, oder?